Morgen zusammen. Findet's Usse. Sag mal auf Schweizerdeutsch, ja? Kann ich schon? Ja? Also die Sprache kann ich eh nicht lernen, sorry. So, fast so, wenn ich euch sagen würde, sagt mal auf Schwäbisch, Org, neben Krea, Orgstrich, das Gardetierle. Das kann außer Wolfgang wahrscheinlich niemand, gell, Wolfgang? Ja, von daher, ja, ihr akzeptiert mich auch, wenn ich nicht Schweizerdeutsch rede, ne? Ja. Und ich denke, manchmal klingen die Versuche, das doch zu tun, nicht so gut. Bei der Dabrina ist es was anderes. Ne? Die hat es so toll gelernt. So, das ist schon mal eine Topnote. Ne? Dabrina, bist hier. Ne? So gut Schweizerdeutsch wie dich schaffe ich nie. Okay, es geht in dieser Serie Find's Usse darum, Berufung zu finden. Und es wird oft so viel Energie darin verwendet, oh, was ist meine Berufung? Bin ich jetzt berufen, Kleingruppenleiter zu sein? Bin ich berufen, Bischof zu sein? Bin ich berufen, whatever, Seelsorger zu sein, Evangelist? Das sind die Fragen, die haben ihren Platz. Die werde ich in meiner nächsten Predigt auch mit reinpacken. Aber ich glaube, bevor wir in diese ganzen sehr persönlichen Bestimmungen reinkommen, ist es wichtig, die Grundlage zu verstehen, was eigentlich die Bibel sagt zum Thema Berufung. Wir sehen die erste Folie. Was ist Berufung? Das ist so ein starker Satz, den werde ich euch nicht vorenthalten. Können wir die erste Folie bitte sehen? Wer gerettet ist, ist auch berufen. Ich lese mal kurz den Vers. Hey, übrigens, Gott macht es uns so leicht hier mit dem, es uns zu merken. Man muss sich nur 1,9 oder 2,9 merken. Dann hat man schon die ganzen Bibelstellen, die ich heute benutze. Also 2. Timotheus 1,9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Beschlusses. Wer von euch ist gerettet? Das sind doch ein paar, ne? Für die anderen machen wir jetzt einen Altar Call immediately. Also, wenn du gerettet bist, beinhaltet diese Rettung Berufung. Also, wer von euch ist berufen? Hey, das verstehe ich nicht ganz. Also, was sagt das Wort Gottes? Gott hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Wer gerettet ist, ist berufen. Punkt. Also sagen wir zu deinem Nachbar, mach mal kurz sicher, dass er gerettet ist. Frag mal deinen Nachbar, bist du gerettet? Ja, ich habe nicht gesagt, es soll die ganze Biografie abfragen. Nein, nein. Ich habe nur, wenn er sich bekehrt hat, nein. Und wenn jemand nicht gerettet ist, eigentlich Leute, gesunde Gottesdienste hätten wir jetzt vielleicht 10% der Leute, die sagen, nee, was ist das? Ne? Aber wir sind noch nicht dort. Aber die Zeiten werden kommen. Ne? Warum? Weil wir in der Zeit leben, it's the hour of the church. Ne? Es ist das Zeitalter, wo Jesus sein Licht, seine Gnade, seine Herrlichkeit vielleicht so stark zeigen wird wie noch nie in der Weltgeschichte. Wir lesen Apostelgeschichte und sagen, wow, war da viel los. Leute, was Gott in den nächsten Jahren tun wird, wird der Apostelgeschichte noch übertreffen. Halleluja. Und wir werden gleich auch sehen, warum das so passiert. Nicht, weil wir besser drauf sind, weil wir jetzt bessere Programme haben und mehr Kommentare und noch mehr Tools. Nee, es ist Gottes Gnade, Gottes Herz, Gottes Erbarmen, was sich einer verlorenen Welt immer mehr zeigen wird. Weil die Sünde groß ist, ist die Gnade größer. Und seht ihr ein bisschen Sünde um euch herum? Ich sehe manchmal ein bisschen Sünde, ne? Auch in meinem Leben, aber auch um mich herum. Ne? Und da, wo die Sünde groß ist, wird das Licht noch größer, die Gnade noch größer. Das ist das Herz unseres Vaters. Also du hast jetzt sicher gemacht, dass dein Nachbar gerettet ist oder du bist informiert und jetzt kannst du ihm sagen, du bist gerettet, du bist berufen. Sag's ihm mal. Okay. Ihr braucht ihm jetzt nicht gleich zu sagen, wozu er berufen ist, Leute. Ich habe nur gesagt, sagen wir, du bist berufen, ja? Okay. Warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, wir haben so ein Missverständnis im Leib Christi, dass Leute sagen, ich weiß nicht, wozu ich berufen bin und bleiben passiv. Und ich denke, Gott ist gerade dabei, uns von der Zuschauertribüne, fußballmäßig gesprochen, von der Ersatzbank aufs Spielfeld zu bringen. Das ist das, wozu er uns erkauft hat. Das ist interessant, er hat uns errettet und ein Bild von Rettung ist erkauft. Also, Jesus hat für dich mehr bezahlt als Paris für Messi. Ne?
Messi war schon teuer, aber du warst noch teurer. Du bist erkauft mit dem Sohn, mit dem Blut von Jesus Christus. Und das ist für uns so selbstverständlich. Wir kommen dem Abendmahl, das Blut Jesus für mich vergossen und wir gehen wieder. Leute, denkt mal kurz darüber nach. Da kam der Sohn Gottes, der in der Herrlichkeit war. Wie lange? Seit der Ewigkeit. Frag mich nicht, wann es angefangen hat. Er war immer dort. Und er war an einem Ort, wo es keinen Mangel gab, wo es keinen Streit gab, wo es keine Competition, Vater, Sohn, Heiliger Geist war. Er kam von einem vollkommenen Platz. Freude, die Fülle, Respekt, Liebe, Wertschätzung. Dort war Jesus. Und dann schauen sie auf die Erde, dann sagen sie, diese Menschen, die sind so in der Dunkelheit, die sind gefangen. Wir wollen ihnen wieder den Weg zurück zu uns frei machen. Wer geht? Jesus, mein Sohn, wer der Mensch macht es. Und Jesus ist nicht nur Mensch geworden, nicht Mensch geworden in einem Palast. Jesus wurde Mensch zur Zeit des römischen Imperiums mit viel Gewalt, mit viel politischen Unruhen, mit viel Armut, mit starken sozialen Herausforderungen. Sein Vater ist wahrscheinlich Josef, sein leiblicher Vater, aber das Familienhaupt Josef, relativ früh gestorben. Er war der Älteste, hat gearbeitet, hat Verantwortung getragen und hat dieses Leben gelebt. Und nicht nur das. Er kam, wurde in jeder Situation blieb er gehorsam seinem himmlischen Vater gegenüber und er hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Er wurde zur Sünde, heißt es in 2. Korinther. Das heißt, was Jesus gemacht hat, war so gewaltig, dass der Vater gesagt hat, ich kann mit dir jetzt im Moment keine Gemeinschaft haben. Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde zur Sünde. Er wurde zur Sünde. Er hat deine Sünde getragen, meine Sünde, die Sünde der ganzen Welt, die Sünde von einem Adolf Hitler, von Stalin, er hat sie getragen. Nicht, dass sie die Vergebung angenommen hätten, aber all dieses Verbrechen, all diese Bosheit, all dieses Übel, er hat es getragen, es ist am Kreuz. Und weil es am Kreuz die Strafe Gottes dafür bezahlt wurde, das Gericht Gottes auf ihn kam, kann jeder Mensch heute sagen, Vater, vergib mir, Jesus hat bezahlt. Und so sind wir errettet, freigekauft mit einem und berufen. Johannes 5 heißt es, die Stunde wird kommen, und die Stunde ist übrigens jetzt da, sagt Jesus, dass die Toten die Stimme Gottes hören werden und sie werden leben. Hast du schon mal die Stimme Gottes gehört? Du hast sie gehört, sonst wärst du nicht bekehrt. Deine Bekehrung ist nicht dein frommer Akt, jetzt will ich geistlicher werden, ich will doch sicher sein, ich komme in den Himmel. Nee. Eines Tages hat Jesus dich gerufen. Eines Tages hat Jesus gerufen, Tanja. Eines Tages hat Jesus gerufen, Joachim. Und wir haben das gehört. Eines Tages hat Jesus ganz laut geschrien, Hendrik, Hendrik! Und Hendrik hat es gehört. Ne? Und so sind wir gerettet. Ne? Das heißt, die Stimme Gottes kam in unser Leben. Er hat gerufen, wir haben es gehört, wir haben irgendwie mit ihm kooperiert, er hat uns damit erkauft und gerettet. Und mit dieser Rettung hat er uns auch berufen. Das heißt, er hat uns eine Bestimmung gegeben. Er hat uns eine Vorstellung, einen Traum gehabt für unser Leben und sagt, das will ich mit dir tun. Deshalb habe ich dich gekauft. Ich habe jetzt zuallererst gekauft, das hat Dabrina so gut präsentiert, zuallererst, dass wir bei ihm sein sollen. Und das Zweite, dass wir was mit ihm und für ihn tun. Er wollte uns haben. Es gibt Menschen, die kaufen, sagen wir, teure Skis. Ne? Wer von euch hat gute Skier zu Hause? Wir sind in der Schweiz, Leute. Wer hat gute Skier zu Hause? 3 Leute haben gute Skier zu Hause. Also die anderen, ihr fahrt, Bruno, fährst du mit ganz alten Skiern oder was? Mittelmäßig, okay. Aber es gibt auch ein paar hier, die wahrscheinlich gute Skier haben. Ne? Wer von euch hat ein gutes Motorrad? Ja, okay. Ich will mehr Hände sehen. Weil ich habe gehört, so am Mittwochabend beim Fundamente, ich habe 1200. Okay, es gibt gute Motorräder hier, ne, Leute. Und warum haben wir Skier oder Motorräder gekauft? Ich habe auf der anderen Seite von der Grenze, da hat jemand eine Wohnung gemietet, aber er hat gesagt, ich habe einen Ferrari.
einen ganz guten Ferrari. Und deshalb möchte ich die Mietswohnung so umgeändert haben, dass ich vom Wohnzimmer aus das Ferrari im Treppenhaus parken kann und dass ich den Ferrari sehen kann vom Wohnzimmer aus. Und der Vermieter hat es glatt gemacht. Ne? Sowas gibt es. Ne? Aber okay, wenn jemand einen Ferrari kauft, ich frage jetzt nicht, wer einen hat, oder Zweitwagen Ferrari oder ein schönes Motorrad, dann kauft er die Motorräder nicht oder die Skier, um es irgendwo abzustellen, oder? Was machen wir mit Skiern? Man sucht sich die besten Pisten. Was machen wir mit dem Motorrad? Einer hat mir gesagt, ich gehe in den Schwarzwald. Oder andere fahren durch die Vogesen. Oder man hat ja in der Schweiz so viele schöne, kurvige Berge. Ne? Also man hat diese Teile, um was damit zu machen. Warum hat Jesus dich erkauft? Aus 2 Gründen. Weil er dich haben wollte, weil er dich liebt, weil er sagt, du bist eine einmalige Kreatur. Du bist einmalig, wunderbar gemacht. Doris, einmalig wunderbar gemacht. Du wusstest es schon, aber ich wollte es einfach nochmal wiederholen. Ja. Ladies Power wissen das ist schon klar. Ne? Okay, Nathan, einmalig wunderbar gemacht. Ne? Und deshalb sagt Gott, du fällst meiner Familie. Ohne dich ist meine Familie nicht komplett. Ich will dich haben. Und das ist die Berufung Gottes. Er hat uns erkauft und berufen, weil er uns bei sich haben wollte und weil er uns ein Erbteil geben will in seinem Reich. Er hat nicht billiges Bodenpersonal gesucht. Und oft ist das so, wo unser Denken stehen bleibt. Ich bin berufen, dann muss ich dem Herrn dienen. So wie in Lukas 15 beim verlorenen Sohn, der große Bruder, der noch mehr verloren war, ja, weil er hat zwar beim Vater gelebt, aber er hat nicht mit dem Vater gelebt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir kapieren, Gott, als er dich erkauft hat kein billiges Bodenpersonal gesucht, was jetzt hier mal evangelisiert und in der Gemeinde aufräumt und diesen jenes macht und den Beamer und dies. Hey, die Sachen sind alle wichtig. Aber es ist, oder Predigt, na, braucht keinen Prediger, er könnte das Wort auch durch Engel mitteilen lassen. Aber trotzdem hat er gesagt, hey, ich will dich haben an meiner Familie und ich lasse dich Anteil haben an meinem Reich, dass durch dich wirklich die Liebe Gottes, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde sichtbar wird. Okay, und übrigens war es ein heiliger Ruf. Autsch. Wenn die Bibel das Wort heilig benutzt, ging es mir früher oft so, bevor ich Christ wurde, heilig, das ist so steif, so, da renne ich lieber schnell weg davon. Ne? Wenn ich jetzt das Wort heilig lese, dann weiß ich, oh, da kommt ein Ruf aus einem Bereich der Welt, der Himmelswelt, wo keine Fehler gemacht werden. Das heißt, es gibt diesen Platz, den 3. Himmel, da werden keine Fehler gemacht. Da wird nicht gelogen. Da wird nicht mit versuchen, wir versuchen mal den Remo zu berufen. Vielleicht klappt es nicht. Ne? Das ist kein Versuch da, ne? Sondern Gott sagt, ich sehe dich, ich will dich haben, mein Sohn zahlt den Preis und jetzt bist du bei mir in meiner Familie. Oder jetzt bist du mein Freund, bist du mit mir connected. Und gleichzeitig gebe ich dir ein Erbteil in meinem Reich. Okay, Leute, ich finde das, ich höre das nicht zum ersten Mal, aber es hat mich wieder ganz neu in meinem Herzen angesprochen, als ich das vorbereitet habe. Na, so dieses große Bild zu sehen, dass wir alle berufen sind mit einem heiligen Ruf, errettet berufen, Leute, das ist fantastisch. Können Sie da was Besseres vorstellen? Wir machen es noch besser. Die nächste Folie bitte. Also wir sind ja bei 1,9, jetzt gehen wir zum 1. Korinther 1,9. Berufen in den Königshof. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Leute, dieser Vers ist so dicht, da könnte ich alleine jetzt eine Stunde drüber reden, habe jetzt noch 20 Minuten. Und wir gehen hier wirklich die einzelnen Aussagen durch. Gott ist treu. Gott ist treu. Und wir haben das vorhin bei der Vorbereitung vom Gottesdienst auch gemacht. Gott hat im Alten Bund schon immer wieder seinem Volk gesagt, feiert meine Treue, feiert, dass ich euch herausgeholt habe aus Ägypten, feiert Passa, feiert das Laubhüttenfest, feiert. Und Gott hat sogar sein Volk verpflichtet, feiert, kommt nach Jerusalem. Feiern ist so wichtig, es ehrt Gott. Alles andere, wenn wir nicht feiern, die Dinge, die Gott getan hat, das ist Majestätsbeleidigung. Es ist wirklich so, es ist Majestätsbeleidigung. Gott tut so große Dinge, wozu? Damit es uns besser geht. Aber der eigentliche Sinn ist, Gott sagt, es geht um meinen Namen.
Gott kann nichts mehr verherrlichen als seinen Namen. Und er zeigt uns in einer verlorenen Welt, ich bin gut, ich bin treu, ich bin barmherzig, ich bin allmächtig. Er zeigt es. Und was machen wir? Wir feiern ihn. Unser Gott ist barmherzig, hat meine Schuld vergeben. Und wenn du nicht weißt, dass du Schuld hattest, dann wirst du ihn auch nicht groß anbeten. Ne? Wenn du aber weißt, dass er dich aus der Finsternis herausgerissen hat und an einen neuen Platz hineinversetzt, also kannst du sagen, oh Gott, was wäre mein Leben ohne dich? Ich habe es kapiert. Aber vielleicht denkst du, ich bin ja schon in einer frommen Familie geboren und ich weiß auch nicht, warum ich keine Flügel hatte bei der Geburt. Ich wäre schon fast wie ein Engel. Ne? So gut war ich. Ne? Also, okay, Gottes Treue, Gottes Gnade. Ja, ich bin halt so, wie ich bin. Ich bin halt schon mal gut. Ne? Ich denke, um wirklich Gott richtig zu feiern, müssen wir auch diese Sünden der Selbstgerechtigkeit und des Humanismus und all diese Fehlhaltungen müssen wir klar erkennen. Mein Gott hat mich errettet von Selbstgerechtigkeit. Mein Gott hat mich errettet von Humanismus. Halleluja. Mich hat er gerettet davon, ich weiß es. Und ich erinnere mich immer wieder daran, huiuiui, ja, dass er mich da rausgeholt hat, aus vielen anderen Dingen auch. So ist unser Gott. Gottes Treue zu feiern, so Psalm 103, lobe den Herrn, wer? Meine Seele. Also meine Seele, wenn ich meine Seele angucke, ihr Lieben, vielleicht ist eure Seele geistlicher als meine. Meine Seele hat oft vielleicht die Tendenz, auf Sorgen zu schauen, auf Dinge zu schauen, die nicht so gut sind. Und dann muss ich sagen, stopp Seele, Seele, du gehorchst jetzt dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist. Alles, was in mir ist, ihr Lieben, so sagt das Wort Gottes. Und ich glaube, Gott bringt uns immer mehr, nicht nur uns, auch uns, Kreuzpunkt und seinen Leib, immer mehr an den Punkt, wo er sagt, wem willst du gehorchen? Dem Wort Gottes oder einer Tradition oder deiner Stimmung, deinen Launen, wem willst du gehorchen? Und ich habe mich entschieden, dem Wort Gottes zu gehorchen. Und wenn wir dem Wort Gottes gehorchen und unsere Seele und so macht, ne, und sagt, hey Seele, stopp, ne? Seele, du bist erkauft, du bist meinem Geist untergeordnet, du hast nicht das letzte Wort in diesem Quadratmeter. Das letzte Wort in diesem Quadratmeter hat mein Geist, der dem Geist Gottes untergeordnet ist. Und mein Geist, inspiriert und gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber, sagt, lobe den Herrn, meine Seele, auch wenn es regnet, auch wenn nicht alle Dinge perfekt sind, auch wenn ich noch Probleme habe und Mängel, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er der Gutes getan hat. Halleluja. Oh Leute, sorry, dass ich jetzt so... Aber so ist es halt ein Wort Gottes. Ne? Habt ihr eine andere Bibel? Es gab mal früher eine Mao-Bibel. Mao-Bibel ist immer noch das Buch, glaube ich, was nach der richtigen Bibel am meisten gelesen wird auf der ganzen Welt. Okay, lobe den Herrn, meine Seele. Warum müssen wir feiern? Ich denke, wir müssen feiern, das ist die einzig angebrachte Haltung dem Retter, dem Schöpfer, dem wunderbaren Erlöser gegenüber. Das ist alles andere Majestätsbeleidigung, ihr Lieben. Ne? Deshalb tun wir das. Und hat noch einen zweiten Grund. Ich denke, in dem Maße, wie wir unseren Fokus darauf trainieren, Gottes Güte und Treue und Freundlichkeit zu sehen in unserem Leben, in der Vergangenheit, können wir sagen, du bist unveränderlich. Der gleiche, gestern, heute und alle Ewigkeit. Du warst hier treu und Treue ist dein Wesensmerkmal. Du kannst nicht untreu sein, sonst wärst du nicht mehr Gott. Sonst wärst du nicht mehr Gott. Eine Bestimmung von Gott ist seine Treue. Auch wenn wir untreu sind, wir verändern den Charakter Gottes nicht. Es ist andersrum. Die Sonne dreht sich nicht um die Erde, oder? Nee. Die Erde dreht sich um die Sonne. Das heißt, wenn wir untreu sind, verändert das Gott nicht. Weil Gott treu ist, kann das uns verändern. Okay? Gott ist treu und wir schauen auf seine Treue, wir preisen seine Treue, wir feiern seine Treue und das wird uns verändern und sagen, Gott, du bist so treu, ich will auch immer mehr treu werden, weil das so gut ist, diese Beziehung, die wir haben. Okay, also Gottes Treue ist fantastisch, auch wenn wir untreu sind, zugesichert durch einen Bund, wir deklarieren das jedes Mal, wenn wir Abendmahl nehmen. Und übrigens kann man Abendmahl auch zu Hause nehmen. Es ist ein Bundesmahl, wo wir sagen, Gott hat einen Bund gemacht, wir sind erkauft und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, nichts kann uns herausreißen, wir sind in seiner Hand. Das ist doch eine starke Zusage des Wortes Gottes. Braucht ihr stärkere Zusagen? Man schreibt im Psalm 151, aber 150 reicht erstmal. Ne? Okay? Und das ist ein Ankerplatz für unsere Herzen. Und jetzt die nächste Aussage ist, Gott ist treu, er hat uns berufen. Hatten wir schon zum Teil, vielleicht noch einen Aspekt, berufen
vom Neuen Testament, vom Griechischen, heißt auch eingeladen. Er hat gesagt, ich will dich haben. Marco, ich will dich haben. Hat er mal gerufen. Dein Geist ist aufgewacht und du wurdest wiedergeboren, lebendig gemacht. Und dann hat er damit auch verbunden eine Einladung. Komm zu mir. Er wollte uns in seiner Familie haben. Und ehrlich gesagt, deine Biografie war ihm nicht unbekannt. Deine Charakterschwächen, meine Charakterschwächen waren ihm nicht unbekannt. Unsere menschlichen Schwächen waren ihm nicht unbekannt. Und er hat nicht gesagt, hey, wenn du dich erstmal ein bisschen besserst, dann kann ich dich berufen. Wenn du jetzt noch geistlicher wirst, wenn du deinen Charakter noch ein bisschen besser bearbeitest, noch treuer wirst, in der Schweiz noch pünktlicher wirst, dann kann ich dich wirklich so gebrauchen. Ja, Gott sagt, ich weiß es schon alles. Ich kenne deine Schwächen, ich kenne deine Versagen, ich kenne, was du versuchst zu verbergen. Ich kenne alles, was in deiner Biografie nicht gut lief. Ich weiß, wo du vielleicht Missbrauch erlebt hast. Ich weiß, wo du selber Entscheidungen gefällt hast, die destruktiv sind. Ich weiß, wo du dich selber gerichtet hast. Was immer es war, ich weiß es. Aber hör mal, sagt Gott, das ändert meine Treue nicht. Das ändert den Preis nicht, den Jesus bezahlt hat. Ich habe dich erkauft, du bist mein Punkt. Und es wird nicht verändert werden. Wir sind berufen, eingeladen, unsere ganze Biografie, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, alles hat er erkauft. Und jetzt wird es sehr spannend. Er hat uns nämlich eingeladen, berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn. Ja, wir haben Gemeinschaft. Wir stehen nach dem Gottesdienst zusammen, trinken Kaffee zusammen, dann hatten wir Gemeinschaft. Oder wir haben Kleingruppe, wir kommen zusammen, haben einen guten Abend zusammen, trinken ein Bier, reden 5 Minuten über Bibel und dann über Sport, Auto, Politik, Motorrad, Finanz machen wir nicht, Politik, ja. Und dann hat man Gemeinschaft gehabt. Leute, wenn die deutsche Übersetzung das Wort Gemeinschaft benutzt hier, dann steht im Griechischen Koinonia. Und Koinonia ist ein Hammerwort. Also Gott selber, der treue Gott, hat uns berufen, Koinonia zu haben. Koinonia wurde schon in der Antike vor dem Neuen Testament benutzt. Es heißt, gemeinsam Anteil haben an einer Sache, an einem Rechtsverhältnis, an einem Geschäftsverhältnis. Es ist der Ausdruck einer engen Lebensgemeinschaft, Leben teilen, im Austausch leben, Ressourcen teilen. Es wurde in der Antike auch oft gebraucht bei Heiratsurkunden. Leute, Koinonia ist so etwas Starkes. Das heißt, in anderen Worten, wir sind berufen zur Koinonia, Leben zu teilen, Ressourcen zu teilen, Ziele zu teilen mit Jesus Christus, mit dem Sohn Gottes. Ist das ein Privileg oder ist es eine Strafe? Das ist nicht die fromme Pflicht. Also ich denke, wir bleiben oft davon stehen, ja, ein Christ lebt, ja, jetzt bin ich ja Christ, jetzt mache ich das und das nicht mehr. Ne? Ist nicht falsch, aber die eigentliche Motivation ist, jetzt bin ich erkauft, berufen, zur Koinonia mit Jesus, zu Anteil in seinem Reich, zum Anteil in seinem Leben. Wow, was ihm gehört, gehört mir. Was er hat, gibt er mir auch. Wow, ist das nicht fantastisch? Sag mal zu deinem Nachbar, du bist berufen zur Koinonia mit Jesus. Also ich denke so, dass die stärkste Illustration von Koinonia, glaube ich, ist ein Ehevertrag. Und das, was die Bibel meint mit dem Ehevertrag, kann man sagen, Jesus ist unser Bräutigam, wir sind seine Braut. So wie er uns geliebt hat, sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Das heißt, es ist ein Bund. Die Ehe ist ein Bund, der zwischen uns und Gott, diese Ehe ist auch eine Ehe, bezahlt wird im Blut von Jesus. Die Ehe zwischen zwei Menschen ist ein Bund und in diesem Bund steigen wir ein, indem wir sagen, ich lebe nicht mehr mein eigenes Leben und du lebst nicht mehr dein eigenes Leben. Wir haben eine Gemeinschaft,
Wir sind ein Fleisch, wir sind eins im Geist, in der Seele und im Fleisch. Und das ist eine einmalige Art von Beziehung, die es gibt im Universum. Mann und Frau, ein Bund in Einheit, Koinonia. Koinonia heißt, ich habe das Recht auf mein Leben aufgegeben. Ich bin nicht mehr der Chef über mein Leben und du bist nicht mehr die Chefin über dein Leben, sondern wir zusammen haben ein gemeinsames Leben. Wir geben nicht unsere Persönlichkeiten auf. Wir geben nicht die Art und Weise, wie wir sind in unserem Wesen. Das macht es ja gerade so spannend. Aber die Sache ist, wir sind gemeinsam unterwegs auf dieser Erde. Ist so, Doris, ne? Ich sehe euch fröhlich nicken, ne? Susi, ja, wir haben einige Ehepaare, die Jahrzehnten auf diese Art und Weise unterwegs sind und wie sie strahlen, ne? Ist doch wunderbar. Das ist so schön. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese göttliche Wahrheiten verstehen. Die Ehe ist ein Bund. Unsere Beziehung der Braut Christi, Gemeinde, mit dem Bräutigam, mit Jesus, ist ein Bund, für den er den Preis bezahlt hat. Die Ehe zwischen uns Männern und unseren Frauen ist ein Bund, wo wir kein Blut dafür zahlen müssen, aber wo wir das Recht aufgeben, unser eigenes Leben zu leben. Wo wir eins sind in allen 3 Bereichen unserer Person. Okay, und dieses Bild von Koinonia, das Einssein, Ressourcen teilen, Leben teilen, Lebensgemeinschaft sein, Austausch haben, das ist die Idee unserer Berufung. Und ich möchte, dass wir heute weggehen von hier mit diesem Grundverständnis. Wir sind berufen zur Koinonia mit dem Sohn Gottes. Wir sind berufen zu dieser engen Gemeinschaft, nicht als billiges Bodenpersonal auf diesem Planeten, sondern wir sind berufen, wow, in Lebensgemeinschaft, Ressourcen teilen mit dem Sohn Gottes. Ein paar Gedanken zum Sohn Gottes. Der Vater hat zu ihm gesagt, mein Sohn Jesus, wenn du auf diese Erde gehst und diesen teuren Preis bezahlst, dann wirst du viel Nachfolger haben. Psalm 2, ein Schlüsselvers hier. Mein Sohn, fordere von mir und ich gebe dir die Nationen zum Erbe und die Enden der Erde zu Besitz. Und das müssen wir uns nochmal vor Augen halten. Ne? Erstens sagt der Vater, fordere von mir. Er hat es ihm nicht einfach nachgeworfen. Fordere von mir. Und dann bekommst du die Nationen zu deinem Erbe. Und jetzt ist Jesus zurück beim Vater, zur rechten Hand, alle Autorität. Er hat den Satan entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Er hat diesen Triumphzug gemacht. Das ist die Realität des Sohnes Gottes. Das ist die unsichtbare Welt, das ist die reale, das ist mehr Realität als die sichtbare Welt. Und der Sohn Gottes sitzt heute und sagt, die Nationen sind mein Erbteil. Zurzeit bekehren sich mehr Leute als jemals in der Weltgeschichte. Wir leben in der Zeit, wo die Ernte angefangen hat. Es geht nicht glatt. Gleichzeitig haben wir mehr Verfolgung wahrscheinlich als jemals in der Weltgeschichte. Mehr Menschen verlieren ihr Leben, werden umgebracht, werden verfolgt als jemals in der Weltgeschichte. Das ist die Dynamik des Reiches Gottes, in der wir jetzt leben. Aber wir schauen auf den Anfänger und auf den Vollender unseres Glaubens. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und er sagt, Vater, ich habe von dir gefordert, oh, und du hast mir gesagt, die Nationen gehören mir. Deshalb werden viele Menschen in der Schweiz ihre Knie sich beugen. Indonesien, die größte islamische Nation der Erde mit über 100 Millionen Einwohnern, hat, islamische Nation, mittlerweile über 40% der Menschen haben sich zu Jesus zugewandt. Es ist die Zeit des Lichtes. Es ist die Zeit, wo Jesus sie aufgemacht hat. Ich kann es manchmal bildlich sehen, ja, wie Jesus sagt, er sitzt zur Rechten, ist aufgestanden, Vater, du hast mir gesagt und ich habe sie gefordert, die Nationen gehören mir, Indonesien gehört mir, oh, in Jemen, so viel Bekehrung wie noch nie in der Weltgeschichte. So, Jesus hat sie aufgemacht und man sieht es stark in der südlichen Welt, ne? Südamerika, Afrika und Leute, er wird aufstehen, wird sagen, Vater, übrigens, auch für die Schweiz bin ich gestorben. Die Schweiz gehört mir. Ich werde dort ein großes Volk haben. Aber wir haben ja schon 2% der Bevölkerung. Halleluja. Ja, okay. Aber Jesus wird zum Vater sagen, Vater, mir gehören viel mehr.
nehme ich jetzt nicht ernst bei der Zahl, aber warum nicht 10%, warum nicht 20%? Ne? Es ist es ist der Gegenwert für das Blut von Jesus, dass viele Menschen sich ihm zuwenden. Okay, also wir haben Gemeinschaft, Koinonia mit dem Sohn Gottes und deshalb, weil der Sohn Gottes dieses Erbe hat, lass die Gedanken weiterdenken, wir mit Koinonia haben die Verheißung, haben das Erbe, dass sich viele Menschen zu ihm hinwenden. Das ist himmlischer Beschluss, das müssen wir nicht erst machen. Wir machen Alpha Life und solche Sachen, die sind gut. Das ist aber nur, das ist Gehorsam darauf, dass es diesen himmlischen Beschluss gibt. Und deshalb wird Alpha Life Erfolg haben. Deshalb wird Seed Project Erfolg haben, weil im Himmel die Beschlüsse sind. Deshalb werden unsere Aktionen in der Kleingruppe Erfolg haben, weil im Himmel beschlossen ist. Der Vater sagt zum Sohn, du wirst die Nation werden dein Eigentum. Und der Sohn sagt zu uns, wir haben Koinonia, wir haben Gemeinschaft in Zielen, wir haben Gemeinschaft an Ressourcen. Kommt, wir machen das zusammen. Okay, das ist die Grundlage auf dem persönlichen Bereich und er ist unser Herr. Ja. Auch wenn wir so das sehr highlighten, Jesus und wir, Koinonia, es ist letztendlich nicht auf Augenhöhe. Wir reden viel über Jesus, unser Freund, lalalala, und ich kann machen, was ich will, lalalala. Nee, so ist es nicht. Ne? Jesus ist unser Freund und Jesus sagt selber, Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr gut drauf seid. Wenn ihr tut, was ich euch sage. Es geht um Gehorsam, ihr Lieben. Ja? Das heißt, wir sind dann, die Freundschaft drückt sich dort aus, indem wir uns richtig positionieren, dem allmächtigen, heiligen, ewigen Gott gegenüber. Okay, und wenn wir so leben in dieser Koinonia, oh wow, schon im alten Bund wurden Segnungen darauf verheißen. Und ich lese jetzt mal euch kurz ein paar Segnungen vor, die Teil der Koinonia sind. Wenn wir in dieser Koinonia leben, ja, dieser Innigkeit mit Jesus, mit diesem Sharing, Leben teilen, Gemeinschaft, Ressourcen, dann gilt für uns Folgendes, was im Alten Testament auch schon gegolten hat. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst. Gesegnet bist du in der Stadt, gesegnet bist du auf dem Land. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackers und die Frucht deines Viehs. Der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs an Lämmern und Zicklein. Gesegnet ist dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet bist du, wenn du heimkehrst. Gesegnet bist du, wenn du ausziehst. Der Herr stößt deine Feinde, die sich gegen dich erheben, nieder und liefert sie dir aus. Auf einer Straße ziehen sie gegen dich aus. Auf 7 Straßen fliehen sie vor dir. Der Herr befiehlt dem Segen, an deiner Stelle zu sein. Ja, der Herr befiehlt dem Segen, Leute, das ist nicht krass. Der Herr befiehlt es. Der Herr sagt, hey, das sind Menschen, die leben in der Koinonia mit mir. Segen, Gottes Wohlwollen, Gottes Gunst, Gottes Versorgung, Schutz, Segen geht dorthin. Ist es nicht stark? Leute, wir sind privilegierte Menschen. Gott befiehlt dem Segen, an deiner Seite zu sein, in deinen Speichern, und bei allem, was deine Hände schaffen. Der Herr segne dich in dem Land, das er, dein Gott, dir gibt. Der Herr lässt dich, wie er dir geschworen hat, bestehen als das Volk, das ihm heilig ist. Wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, bewahrst und auf seinen Wegen gehst, dann sehen die Völker der Erde, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie fürchten vor dir. Von allen Worten, die ich dir heute auf die ich dich verpflichte, sollst du weder rechts noch links abweichen. Du sollst nicht anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen. Wir haben ja heutzutage in der Schweiz keine Götter mehr, ne? Wir haben in der Schweiz heutzutage keine Götter mehr, oder? Gibt es hier Götter noch heutzutage? Ich bin in die Berge gefahren, ich habe keine Altäre gesehen. Welche Götter haben wir heute noch? Ich habe mein Hörgerät nicht drin. Fahrzeug, okay. Welche Götter haben wir sonst noch? Geld. Say it again? Our profession, our Arbeit, unser Beruf kann unser Gott werden, ja.
Soziale Medien, Social Media. Soziale Medien, Facebook, Instagram, na, was sonst noch gibt. Welche Götzen gibt es sonst noch in unserem Land hier? Fitness, okay. Ja, ja, ich kenne Leute, ja, da hat es den ersten Platz, ja, ja. Okay, wir stoppen das hier, denkt selber drüber nach, aber das Wort Gottes sagt, wenn du keine anderen Götter neben Gott hast. Na. Das heißt, ich will euch einladen, meditiert über diese Segensliste. Na. Diese Segensliste soll uns helfen. Gott zeigt uns immer die guten Bilder, dass wir das andere einfach zurücklassen, weil es einfach nicht so wichtig ist. Und der zweite Teil, ich sehe rot, ja, aber ich will euch das nicht vorenthalten. Die nächste Folie, wir sind berufen, um ihn zu repräsentieren und einen Unterschied zu machen. Diesmal wird es 2,9, 1. Petrus 2,9. 1,9 hatten wir, jetzt kommt 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten, nämlich die Exzellenz dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Also, auch hier in Kürze, wir haben eine neue, eine kollektive Identität. Und von diesen ganzen Aussagen picke ich jetzt eine raus. Wir haben eine kollektive Identität, eine königliche Priesterschaft zu sein. Und die königliche Priesterschaft im Alten Bund haben die Priester, da wir sind so froh, dass wir nicht im Alten Testament leben. Ne? Wir hätten so viele Opfer bringen müssen, Tiere schlachten und alles. Ne? Warum mussten sie Tiere schlachten? Ich denke, das ist nicht angenehm. Wer von euch hat schon Tiere geschlachtet? Schon ein paar, ne? Ja. Und das ist nicht angenehm. Man merkt, ich war als Kind schon dabei und das ist plötzlich, der Lebenshauch geht raus aus dem Schwein, aus der Kuh, aus dem anderen Tier, ne? Der Lebenshauch geht raus. Und das ist krass und da wird einem so bewusst die Vergänglichkeit des Lebens. Und die Priester im Alten Bund mussten ständig Tiere schlachten und sie wussten, oh, das ist nicht angenehm. Und sie wussten aber, nur wenn ein Preis bezahlt wird, können wir mit Gott versöhnt sein. Und wir heutzutage als königliche Priesterschaft des neuen Bundes, wir schauen auf das Lamm Gottes und erleben, das Lamm Gottes wird dann noch grausamer geschlachtet als den letzten Hasen, den du geschlachtet hast. Das Lamm Gottes wurde geschlachtet, ganz übel. Und am schlimmsten war, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Lamm Gottes ist geschlachtet. Und dann ruft Jesus, es ist vollbracht. Leute, das ist das, was wir feiern. Sein Ruf, es ist vollbracht. Er hat alles bezahlt, was du in deinem Leben jemals falsch gemacht hast. Er hat alles gezahlt, damit wir heute keine Opfer mehr bringen müssen. Aber wir stehen auf der Grundlage dieses Opfers. Vater, ich bin mit reinen Händen vor dir, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Und das ist die Priesterschaft. Und dann ist es eine königliche Priesterschaft. Was machen Könige? Sie gehen in Urlaub. Könige regieren, das ist ihr Job, ihre Bestimmung. Also, du bist berufen zu regieren als Priester. Und das nehmen wir jetzt noch mit, das gehört mit der Koinonia zusammen. Der Koinonia zu ihm und der zweite Teil ist unsere Identität, königliche Priesterschaft. Wir sind Priester, die auf das vollkommene Opfer hinweisen und wir sind Priester, die mit einer royalen, königlichen Autorität regieren. Und damit wir regieren können, nicht nach unserem Kopf, müssen wir ständig im dicken Buch mal nachgucken, Gott, was ist im Himmel schon beschlossen? Und die königliche Priesterschaft sagt, oh, warum im Himmel ist beschlossen, dass das Evangelium des Reiches Gottes unter allen Volksgruppen bekannt gemacht wird. Dann kommt König Jesus wieder. Was heißt das für uns als Kreuzpunkt? Okay, wir sind dabei, wir haben eine Berufung und es wird geschehen. Als königliche Priesterschaft sagen wir, Vater, der Preis ist bezahlt. Und als königliche Priester stehen wir zwischen Gott und den Menschen und wir rufen sie dir, Vater, rette meinen Nachbar, Vater, rette meine Familienangehörige, Vater, in die Schulen. Oh, ich bin froh, dass wir Lehrer unter uns haben. Na, Vater, komm in die Schulen und dass die Regierung von Jesus dort reinbrechen, dass Unheil, Gewalt und destruktive Verführung und Genderzeug gestoppt wird. Vater, komm, lass die Regierung von Jesus reingehen. Das ist das, was wir als königliche Priesterschaft tun. Wir laufen nicht rum und sagen, oh, wie schlimm und die Welt wird immer schlimmer, sondern wir sagen, und wenn die Welt schlimmer wird, König Jesus sitzt auf dem Thron und ich bin hier, um einen Unterschied zu machen. Wir sind hier als Kreuzpunkt, um zu sagen, eine königliche Priesterschaft. Wir schauen auf das vollkommene Opfer und wir schauen auf die Dekrete, die Beschlüsse des Himmels. Und der Beschluss des Himmels ist, es soll immer mehr werden,
wie im Himmel auf der Erde. Ich weiß, da müssen wir jetzt einen Tag drüber reden. Das heißt nicht, dass es alles schön wird, aber das heißt, dass immer mehr vom Himmel auf dieser Erde hier durchbricht. Das ist die Expansion des Reiches Gottes. Und Gott könnte das alles vielleicht viel besser ohne uns machen. Ne? Gott braucht mich nicht, damit ich hier predige. Er könnte ein Engel schicken oder whatever. Ne? Aber er sagt, hey, ich will euch dabei haben. Und deshalb sagt er, steht als königliche Priesterschaft und sagt, es ist beschlossen im Himmel. Und was im Himmel beschlossen ist, dass das Evangelium allen Volksgruppen bekannt gemacht wird. Was im Himmel beschlossen ist, dass Versöhnung passiert zwischen Menschen, das setzt sich frei. Was im Himmel beschlossen ist, dass die Gefangenen frei werden, dass die Kranken geheilt werden, dass die Dämonisierten befreit werden, oh, dass die Einsamen nach Hause kommen. Das sind Beschlüsse des Himmels. Und nun, Vater, hier stehen wir als Gemeinde, als königliche Priesterschaft und wir sagen, Vater, handle du. Lass die Einsamen nach Hause kommen. Dass die Verlorenen Wahrheit erkennen. Vater, mach es. Es wird nicht alles von heute auf morgen dann besser, aber wir kommen in unsere Bestimmung. Wir leben in unserer Berufung, königliche Priesterschaft. Und je mehr wir in unserer Berufung erleben, sind wir erfüllt, sind wir voller Freude und werden wir merken, es passiert ein Unterschied. Halleluja. Gibt es jemanden, der das glaubt? Danke, Olivia, es sind schon zwei. Ne? Was machen wir mit solchen Informationen? Ich will jetzt keine Antwort hören, ich denke jetzt nur laut. Ne? Ich denke, jede Information, die wir aus dem Wort Gottes bekommen, versetzt uns an einen Platz von Offenbarung. Nicht Head Knowledge, sondern Herzensoffenbarung, wenn wir es zulassen. Und Herzensoffenbarung motiviert uns mit dem Wort Gottes, und der Heilige Geist ist unser Lehrer, mit dem Geist Gottes uns eins zu machen. Und dann können wir handeln als Berufene Gottes. Dann können wir handeln als die königliche Priesterschaft. Dann können wir handeln als Menschen, die eingeladen sind zur Koinonia mit dem Sohn Gottes, unserem Herrn. Das wird dein Leben verändern. Meins verändert es immer noch. Auch wenn die Wahrheiten alt sind. Aber es ist so viel, was man da noch entwickeln kann. Fantastisch. Das wird uns in Gemeinde in neue Bereiche von Autorität reinführen. Einzelne werden ihre Berufung erkennen. Nicht, weil wir ihnen sagen, ich mache jetzt mal einen Test, das ist Teil davon. Ne? Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir in diesen Grundlagen der Koinonia mit dem Sohn Gottes und der königlichen Priesterschaft leben. Dann kommen wir die anderen Dinge freigesetzt. Wir haben übrigens im Anschluss an den Gottesdienst unsere 4-Schritte-Präsentation oben drin OG, heute zum Thema Fins Usse. Wir wollen euch immer mehr mit reinnehmen, wie wir das leben wollen als Kreuzpunkt. Herzlich eingeladen, seid dabei. Und jetzt möchte ich noch für uns alle beten. Die Sachen, die habe ich jetzt nicht auf euch so runtergemacht. Ich habe gut zugehört, vielleicht habe ich zu mir gepredigt, aber ihr dürft jetzt auch hören. Ne? Weil die Dinge, die geben so viel Leben und Mut und Zukunftsperspektive und haben das Potenzial, dass in uns und durch uns die Dinge verändern. Deshalb haben wir die gehört. Herr Jesus, du bist der Gott des Bundes. Du hast mit deinem eigenen Blut uns erkauft, erworben, berufen, damit wir mit dir sind, damit wir bei dir sind und damit wir dich als König repräsentieren. König Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und ich bitte dich jetzt für uns alle, für uns als Kreuzpunkt, dass wir immer mehr als Lebensstil das erfassen, dass wir in der Koinonia mit dem Sohn Gottes leben, unserem Herrn. Und dass wir die Segnungen des neuen Bundes, die noch besser sind als die vom Alten, dass wir diese Segnung ergreifen, um für viele andere Menschen zum Segen zu werden. Hilf uns, dass wir unsere Götzen vom Thron stürzen, sodass wir nicht mit Illusion leben, oder verblendet leben. Mach uns frei von Verblendung, mach uns frei von Illusion und hilf uns wirklich, dein Licht immer mehr zu sehen. Und führe uns als Gemeinde in diese Berufung hinein. Und wir sagen es heute als Kreuzpunkt, wir glauben es, wir sind eine königliche Priesterschaft. Gib uns Gnade, in dieser Bestimmung zu leben. In Jesu Namen. Amen.